Ich bin Fritz Hering. Ich koche, ich esse und ich fahre übers Land. Ich mag Neues entdecken und staune über die Vielfalt im Herzen Bayerns. Wenn ich nicht koche, treffe ich Menschen, die hier heimisch geworden sind und komme gerne zu ihren Festen. Mexiko fasziniert mich. Deshalb war ich schon oft da, aber niemals zum Tag der Toten. In München werde ich das mexikanische Allerheiligen erleben. Aus diesem Grund fahre ich dorthin, wo alle Fremden ankommen, zum Hauptbahnhof. Hallo die Damen. Hallo, grüß euch. Freut mich sehr, freut mich sehr. Ich komm gleich, schnell was zu essen, dann reden wir. Okay? Lisa, grüß dich. Schön, dich zu sehen, freue ich mich. Ist gut? Du, was ist da das typische Essen, was alle essen so? Ich freue mich, dass du das fragst, weil heute werden wir ein ganz typisches Brot von Mexiko und das heißt Pan de Muerto. Das ist typisch für diese Zeiten in Mexiko. Aber momentan würde ich dich empfehlen, ein paar Tacos, ganz typische Tacos von Mexiko. Ich setze mich dabei zu den Künstlerdamen hin und du bringst mir die Tacos. Bitte schön, Okay? du bist zu Hause. Danke dir. Also ich bekomme jetzt eine typische mexikanische Tacos, hat er gesagt, für, wie heißt der Tag, Muerte? Para el Día de los Muertos. Los Mexicanos, die Mexikaner glauben, dass am Tag der Toten, dass die Seelen von den Gestorbenen wieder zurückkehren aus der Jenseits und die Familie und die Freunde zu besuchen. Und das ist ein fröhlicher Feiertag in Mexiko. Man kocht dafür. Alles, was sie gern gehabt haben, kochen wir und wir sprechen mit denen. Und das ist eigentlich das Beste. Das ist ein schönes Fest, glaube ich auch. Das ist wirklich also eine ganz tolle Geschichte. Und das ist Tanz, wird gegessen und wird getrunken. die mexikanische Küche ist schnell, schmackhaft und scharf. Und die Tacos, bitte, Ladies, wie soll man ein Taco essen? Da kannst du mir sagen, was ist das alles? Das ist Schweinefleisch, oder? Das ist Schweinefleisch, das ist Carnitas, das ist so wie Schweinebraten, aber à la Mexicana. Ja. Das ist Tinga, das ist Hühnerfleisch mit ein bisschen Chile Chipotle, das ist Pollo im Stil der Maya. Die richtigen Tacos müssen, also weiche Mais Tortilla, okay, die Füllung und Salsa, das ist mega wichtig. Salsa ist also nicht so scharf, so wie bei den Asiaten, sonst scharf genug, aber immer noch Geschmack. Und das ist ja zum Beispiel ein typisches Essen jetzt. Das ist für jeden Tag. Das ist für jeden Tag. Das ist für jeden Tag. Genau, wir kochen jetzt den Pan de Muertos. Pan de Muertos. Das ist Tipp und Da darf ich Bravo. zuschauen auf alle Fälle. Ja, auf jeden Fall. Okay. Also ich sag. Fritz, das ist mega wichtig. Ladies, bitte mit mir. Also ich mache auch was, Zitrone. Ein bisschen drauf. Okay. Und dann Salz drauf auch. Ein bisschen. Bitte schön. Danke. Dann so machen. Die. Und das ganze Fleisch muss drinnen bleiben. Okay? Da läuft am Boden ein bisschen was raus, gell? Manchmal. Du machst das perfekt. Ja, dann freue ich mich da. Das fällt mir total leicht, ich bin begeistert. Geschmackvolle Küche, es ist sensationell, sage ich dir. Okay. Wir bemühen uns sehr, weil ein Taco für einen Mexikaner ist so wie Kunst. Pan de Muerto. Das ist praktisch ein Spezialbrot für diesen Feiertag. Genau, es ist ein typisches Brot für dieses Feiertag, für die Tage des Todes, Dia de Muertos. Das ist also ein Hefeteig, wie ich das sehe, was du jetzt hergerichtet hast, Genau, oder? es ist ein Hefeteig, ein bisschen lauwarmes Milch hier rein. Ja. Die werde ich mit den Hefe vermischen. Ah, dann nimmst du so Trockenhefe? Genau, Ja. ich nehme Trockenhefe. Okay. Ich vermische die ein bisschen. Zucker rein. Schön rausgeht. Ja. Ich tue ein bisschen Mehl auch rein, sodass ich so eine
glatte Konsistenz kriege. Ja, geriebene Orangenschale. Genau, das ist abgeriebene Orangenschale. Das gibt auch diesen Geschmack. Dieses Brot hat einen sehr orange Geschmack und ich benutze auch Orangenblutenwasser. Das gibt auch ein sehr, sehr schönes Aroma und sehr guter Geschmack. Es muss ein bisschen aufgehen. Ja, Ich mische erstmal die Trockenzutaten. okay. Zucker, Salz. Die mischen wir ein bisschen so mit den Löffeln rein. Dann tun wir ein bisschen Butter rein. 2 Eier. Das ist Vanilleessenz. Orangenschale. Und wir haben hier unsere Orangenblüten. Das sind wir die. Ja, genau. Das riecht sehr... Orangenblütenwasser genau, von der Blüte. von der Blüte. Da gibt es Nicht ja also von die- Rosenblütenwasser, gibt es auch, gell? Genau, ja. Ja. Und das werden wir dann alles so rühren, bis wir eine glatte Teig haben. Ich habe schon hier eine fertig gemacht. Ja, Wir müssen warten, bis es doppelt so groß ungefähr wird. ja, das ist aber relativ weich für einen Hefeteig. Weil es ist sehr wichtig, dass der Teig dann zweimal aufgeht, sodass wir den Brot dann wirklich weich und luftig kriegen. Den Teig schon arbeiten. Ja, ist sehr luftig, das stimmt. Genau, das ist sehr, sehr luftig, sehr weich. Den macht man ja auch zum Beispiel so wie so Krapfen. kann Genau, man da so machen. man kann es ein bisschen. Dafür brauchen wir ein bisschen Mehl. Da brauchen wir ein bisschen Mehl. Dann nehmen wir so ein Stückchen. Die werden wir als den Knochen machen. Aha. Erstmal ein bisschen lang machen. Und das Geheimnis, um die schönen Knochen zu kriegen, dass sie ein bisschen rund sind und ein Ja. bisschen dünn, ist, dass man die zwischen die Finger so nimmt Ah, das und ist- drückt. So dass man dann zwischen die Finger dann so kriegt, Aha. dass sie dann rund werden. Die machst du dann oben drüber. Genau, die machen wir oben drüber. Also ich mache jetzt die Brote und du machst die Knochen, okay? Okay, gut. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass man drückt, sodass man dann Okay. diese lustige Formen kriegt. Ja. Und am Ende kommt diese Schädel. Die Schädelsymbol Genau, praktisch da das oben ist drauf. ein Schädelsymbol. Zum Schluss machst du die Butter drauf Dann und- machen wir die Butter drauf und den den Zucker. Zucker. Wunderbar. Möchtest du eins probieren? Das von heute früh, oder? Hast du die gemacht? Die habe ich, ja. Ist luftig, leicht. Es ist leicht, es ist duftig Schön. und es hat diese bestimmte Geschmack. Diesen Orangengeschmack. Genau. Es schmeckt wirklich super gut. Vielen, Absolut. vielen Dank. Also toll. Absolut Gold. Also schön, das ist ein wunderschöner Hefeteig. Und es ist wirklich ein Brot für den Tage des Todes. Das ist eine Delikatesse. Dankeschön. Feliz Dia de Muertos! I love tortillas and I love them dearly. Zu meiner Überraschung gibt es am Rande von München sogar eine Tortilla-Fabrik. Just Ich hätte nie gedacht, dass die Nachfrage groß genug ist, um Tortillas am laufenden Band zu produzieren. the corn one. Jesus, grüß dich. Fritz. Schön, dich zu sehen. Freu Ich freue mich auch. Du hast eine riesen Fabrik hier, du. Mexikanische Fabrik in Bayern. Ja, stimmt. Verstehst? Das ist deutscher Mais, hä? Deutsche Mais aus Stralach. Aus Stralach. Jawohl. Das sind dann die berühmten Mais-Tortillas, oder? Ja, genau. Jesus, was ist denn das da? Das sind fertige Mischungen, die wir vorbereiten für die Produktion von Weizentortillas. Aha. Wir machen auch Weizentortillas hier. Schmeckt nach gar nichts. Nein, nichts Gefährliches, oder? Alle deutschen Produkte. Kannst du raten, Mais. Jetzt brauchst du eine Kochbedeckung. Ja. Wie alt ist eigentlich die Tortilla schon? Wie lange gibt es die? Ist das eigentlich schon ein Grundnahrungsmittel schon immer, gell? 2000 vor Christus gibt es Tortillas in Mexiko. Du Jesus, und wie machen das die Indianerstämme heute eigentlich noch genauso wie früher? Ja, eigentlich schon. Normalerweise, wenn du nach Yucatan gehst, in den kleinen Indianerdörfer, die weichen die Körner ein zu Hause, gehen in die Stadt zur Mühle, der Mais wird gemahlen, kommen sie zurück nach Hause und damit machen sie ihre Tortillas. Jetzt wird gemahlen, also kann man schon machen. Ja, klar. Bist du bereit? Ja, freilich. Alles klar. Ein bisschen Wasser eingegeben beim Mahlen. Also kann man schon machen, oder? Kann man schon machen. Aber dann musst du auch... Nein, nicht so viel. Nicht so viel. So ein kleines bisschen, so ein paar Tropfen. Muss man aufpassen, wenn das nicht reinkommt. Dann. Ja, nee, mach dir keine Sorgen, es passiert nichts. Kann man. Keine Angst, passiert nichts. Schau.
Verstehst du? Ja, das verstehe ich schon. Das schaut aus wie ein Fleischwolf. Ja, das ist habe ein ich nicht. Was kommt das da so rein dann? Kommt da der Zusatz rein? Oder ist Nee, das ist nur Mais und mit dem Teig werden die Tortillas gemacht. also nichts mehr? Nichts mehr. Irgendwas, Gar nichts. nichts. Gar nichts. Gar Einfach so. Ja, da hast du schon ein paar Riesendinger da. Ja, genau. Einfach reinwerfen. Als Basketballspieler. Jawohl! Alles klar, jetzt machen wir den Backofen an. Fahr ich durch den Backofen durch, oder? Ja, genau. So, hier kommen die Tortillas schon gebacken. So schaut eine fertige Tortilla aus. Ja, probiert mal. Gut. Weg. Sehr gut. Super gut. Dann isst du lieber bayerische Semmeln oder Tortillas? Das auch. Das ist genauso, wie als meine Frau in Mexiko war. Na, sie hat vermisst das deutsche Brot. Ja klar. Brezen und Semmeln, oder? Genau. Ja, ist klar. Und so wie die Mexikaner, die hierher kommen, vermissen die Tortillas. Verstehe ich auch. Ja. Also sehr gut. Jetzt ist mein Freund. Fritz. Hab mich total gefreut. Super, vielen Dank. Mit der Sängerin Valeria besuche ich das Atelier der Malerin Olivia Hoyashi. Ja, da ist sie schon da oben. Schau. Hallo, grüß dich. Olivia. Ja, wir freuen uns auch. Ah, hallo. Freue ich mich. Schön, dich zu sehen. Das ist eine richtige Künstlerbude hier. Hä? Ich arbeite schon hier seit ungefähr 10 Jahren. Schau mal, ich zeige dir ein paar Bilder. Also das sind halt die neuesten Bilder, die ich jetzt gemacht habe. Und das ist da halt die neueste Serie, die ich da zurzeit mache. Ein Engel sprach zu mir. Und daher habe ich dann halt die bayerische Engel halt. Ja, mit Maßkrug und so weiter. Ne? Ja, genau. Wie ein Münchner im Himmel, verstehst du? Kennst du das? Ein Münchner im Himmel? Richtig, richtig. Bayerische und mexikanische Engel auch noch. Ja, So das ist- unterwegs in Mexiko und unterwegs in Bayern. Schön. Da, wo du arbeitest, Fritz, oder? Weißt du, was ich denke? Was? Dass wir gemeinsam was malen werden. Ich kann nicht. Ich bin Koch, weißt du, also ich kann das nicht so. Aber heute werde ich ganz offen arbeiten, weil ich möchte mit dir, dass du mich hilfst. Also du denkst, du bist was vorbereitet zum Kochen. Dann haben wir noch was auch für die Leinwand und die werde ich mit Eier zusammenmischen. Ist das also eine Spezialität von dir oder machen das andere Maler auch? Das ist auf jeden Fall, was damals vor 25 Jahren wir als Studenten gelernt haben. Und da, wie du siehst, dann wird das Eier so wie Rühreier. Und was ist der Joke dabei? Was ist denn das Schöne? Dann glänzen die Farbe besser. Nach Lust und Laune arbeite ich. Was hast du jetzt für Lust? Ja, Fröhlichkeit? ich oder? habe das Gefühl, ich koche dann jetzt hier was Mexikanisches. Hier noch ein bisschen für Die Mama drauf. Marmorpulver auch drauf. Welche Farben wollen wir haben? Zurzeit ist zurzeit ist Tag der Toten, ne? Ja. In Mexiko. Und in Mexiko werden an Tag der Toten ganz viel Farbe benutzt. Ne? Und daher versuche ich jetzt, Der Einfluss, dass deine Kunst zum Beispiel so ein Feiertag ist, das für dich dann. ich kann es mir als Thema nehmen. Und ich finde ein wunderbares Thema, weil in Mexiko ist es ein sehr wichtiger Tag und es ist ein fröhlicher Feiertag. Du darfst überall malen, drüber malst, ne? So mit Blau. Diese Farbe geht eigentlich nicht verloren. Also würdest du sagen, ich bin sehr talentiert, oder? Ich glaube,
ein bisschen mehr Arbeit bräuchte so schon. Ehrlich? Und wenn ich das Video verkaufe für 3.000 €, Ja. kriegst du 20%. Was? Oder? Das ist ja unglaublich. Ja, Ist klar, das gerne. okay? Ja, da bin Das ich, ist ein gutes Deal, oder? bin ich stolz drauf. Ein Kunstwerk. Wird noch Kunst. Das ist jetzt nur ein Prozess. Und zwar, Also wenn du das verkaufen kannst, dann freue ich mich auf alle Fälle. ja. Ja, dann rufst du mich an. Ja. Fritz, jetzt werde ich dir einfach zeigen, wie man ein Atelierfrühstück mache. Wenn ich hier komme morgens, dann habe ich ein paar Sachen, das ist ganz einfach und schlicht. Tortillas, das sind die Tortillas. Zur mexikanischen Küche gehört auch Chilis und Cilantro. Und das alles gemeinsam macht eine Salsa. Na, und das ist ein bisschen Olivenöl, das benutze ich dann das. Ich wollte dann Huevos Rancheros machen. Wie heißt das nochmal? Wo? Huevos rancheros. Huevos Rancheros. Ein richtiges Daher Bauernfrühstück, kann man sagen, Ein oder? richtiges Bauernfrühstück. Und schau mal, jetzt werde ich hier und die Chile auch fein machen. Dann mache ich das hier so und ein Ei. Ein paar Zwiebeln tun wir dann noch dazu. Wie gesagt, das ist alles provisorisch. Ja, ist schon klar. Improvisiert. Macht nichts. Ein bisschen Salsa gehört dazu und fertig. Und jetzt machen wir noch mal eine für dich, Fritz. Okay. Lange warten. Das, was ich normalerweise. Das haben wir gegessen. Danke. Das ist für mich. Wir probieren mal da. Und dann machen wir es so. Ich werde es mit. Das brauchst du nicht. Hast du gut gemacht. Schön scharf. Ja. Toll. Es ist schon scharf. Ne? Hast du jetzt für den Muerto Tag des Todes, also da spezielle Musik eigentlich? Gibt es da wirklich spezielle Lieder? Wir Mexikaner singen sehr gern traurige Lieder. Zum Beispiel Viene la Muerte. Mach. Der Tod kommt. Mach. Der kommt immer. Man muss drüber lachen, weißt du, ne? El mundo es una arenita y el sol es una chispita. No le temo a la muerte, mas le temo a la vida. Como duele morirse cuando el alma anda herida. Das ist der Oh, Das ist toll, schön. schön. Das ist schön. Ganz, Kannst du ganz absingen? toll. Oh nein, bitte nicht. Kannst du nicht, oder? Jede kann singen. Nein. Ich kann schon malen. Kannst du singen? Überhaupt nicht. Ja, siehst du. Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, Los corazones. Frau González, grüße Sie. Hallo Fritz. Grüße Sie, freue ich mich. Willkommen. Ein richtig schönes, kleines, sympathisches Geschäft ist das hier bei Ihnen. Hä? Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Was ist das da hier? Das ist eine Piñata. Das Piñata. Piñata heißt. Aha, was ist Ist das eine mexikanische Tradition? Die kommt aus Weihnachten, aber heutzutage in fast alle Kinderfeste gibt es eine Piñata. Und dann die Kinder schlagen die Piñata, sie singen ein Lied und danach, bis die Piñata kaputt ist, Kommen die Süßigkeiten? kommen die Süßigkeiten aus dem, man kann sagen, aus dem Himmel. Die regnen runter, ja. Ja. Das ist schön für die Kinder, ne? Ja. Und diese kleinen Totenköpfe, das heißen Calaveritas. Calaveritas, aha. Und die kann man auch aufheben oder werden die gleich gegessen? Oder wie ist das? Das ist nur Zucker. Das ist In nur Zucker. Mexiko oder manchmal mache ich auch Schokolade. Und diese kleinen Totenköpfe. Aha, schön. Ja, so typisch, gell, wenn du im Urlaub bist in Mexiko, irgendwo da an jedem Straßenrand sind diese Sombreros da, ne? Da laufen da die ganzen Touristen mit diesen Hüten darum. Wer ist denn die Mariachi? Mariachi haben die Diese immer auch. Gruppe, normalerweise. Das ist nur Mariachi. Nur die Mariachi. Ja, schön. Es gibt andere Sorten von Sombreros.
Gut, dann schauen wir mal. Deine Familie, die tut ja schon die Totenköpfe bemalen, oder? Ja, wir können anschauen, was sie machen. So, hier machst du die Totenköpfe, hä? Genau, aus Zucker. Aus Zucker. Und Wasser, ganz wenig Wasser. Das wird dann zusammengemischt und in einer Totenkopfförmige. So, und er verzehrt das schon, das ist Genau. Wahnsinn, hä? Und warum macht sie Totenköpfe? Also in Mexiko wird der Tag der Toten gefeiert am 1. November und es wird sehr bunt gemacht und darum verzieht das sie ganz bunt auf. Und das könnte ihm am besten so sagen, Ja. da mit der bunten Spritze da rum, oder? Ja, genau. Ja, das war Da gibt es auch in unterschiedlichen Größen. Ja. Hier einmal eine kleine mittlere Größe und hier nochmal ganz klein. Du Magst lass- du auch mal einen dekorieren? Er möchte mal probieren, wie man den Ja. presst, da, der Freund. Und dann aber auch anmalen. Mal Lana meinst du? Ja, also am besten Also gleich zusammen, aha, okay. Richtig fest hast du gesagt, Genau. gell? So, auf alle Fälle, das spritzt da in die Augen rein. Melone-Augen, oder? Kann man nicht lesen. Lili, grüß dich, freut mich. Schön hier zu sein. Ja, willkommen. Was Schön. trubelt bei euch heute da? Ja, das ist heute Sagenhaft. unglaublich viel los. Die Mexikaner haben mich zu einer großen Fiesta ins Völkerkundemuseum eingeladen. Nelly, warum wird so ein unglaublicher Altar aufgebaut? Das ist ja wunderschön hier. Das ist ein Lichtermeer und sind lauter Speisen auch dabei. Genau, das ist Dia de Muertos, Fritz. Und in Mexiko wird ganz besonders der Dia de Muertos gefeiert. Wir bauen immer ein großes Altar für den Gestorbenen, weil wir glauben, dass an diesem Tag die Seelen von den Gestorbenen, die kommen und essen mit und feiern mit. Und deswegen alles, was sie gerne gegessen haben, getrunken oder gemacht haben. Also jeder von den Gästen hier kann da was mitbringen und da auf den Altar legen, oder? Genau. Da darf ich auch was hinlegen. Ja, natürlich. Ja, weil meine Schwiegermutter ist gestorben, ja. Ja. Und dann lege ich da auch was hin und die hat gerne Schokolade gegessen, dann kann ich das auch machen, oder? Ja. Kann ich da hinlegen, oder? Ja, am besten da vorne, wenn du einverstanden bist. Ja, klar. Dann nehme ich hier das Brot dahin. Ja. Die kannst Essen auch probieren. Ja, tut jetzt, meine Schwiegermutter ist jetzt mit der Party mit dabei, oder? Das ist jetzt, Ja, wir natürlich. feiern alle zusammen jetzt hier. Und wir machen es mit dem ganzen Herzen, weil wir wirklich glauben, dass die kommen und feiern. Und deswegen sind wir auch so ganz glücklich. Zwar, die sind tot, das ist schlimm, aber heute feiern wir eine richtige Party alle zusammen. Das finde ich großartig. Ich mache eine kurze Limpia für dich, Fritz, damit die bösen Geister oder die schlechten Energien Ja? da wegkommen. Deine Kameramänner, Das ist gut. Die haben auch viele böse Geister da. damit ihr hier reingeht und damit die... Die Jungs, ja. Du kannst sie rückschlagen, das macht nichts. Oh. Ja, Stefan kannst du auch ein bisschen schlagen, das braucht gar nichts. Tod und Partygeist gehen bei den Mexikanern Hand in Hand. Und da tut eine warme Suppe als Grundlage gut. Bist du einverstanden mit einer Suppe? Klar, einfach mit der Suppe ist eh ein bisschen kalt hier, oder? Ja, eben. Eine Pozole ist das super. Wie heißt das? Pozole. Pozole, okay. Pozole. Ah, da Eine bringt sie schon besondere- her. Ja, Elia, vielen Dank. Gracias, amiguita linda. Bitte sehr. Das ist eine Brühe mit so besonderes Mais. Fein. Es ist sehr Das ist ein fein. Hochgenuss, ja? Ja, du hast es nicht erwartet wahrscheinlich. Und diese Suppe, die hat so viele Chilis, Fleisch und dazu kommt frisches Gemüse, Radieschen. Radieschen, schmeckt toll. Ja, Das ist ein ganz anderer Geschmack, gell? Ja. Unglaublich. Wann wird das eigentlich gegessen, diese spezielle Suppe? das wird Besonderer Anlass oder? ja besonderen Anlass, so Festen, zum Beispiel wie heute Dia de Muertos. Wenn es so ein bisschen kalt ist, dann ist es wunderbar Im für Winter. alle. Da ist ganz schön Chili drin oder Paprika, was das ist. Hä? Chili.
freue ich mich. Schön. Schön, freut mich sehr. Hola, buenas tardes. Was machen Sie denn? Wir machen 4 verschiedene Tänze. 4 verschiedene heute. Tänze, okay. Ja, ja. Aha. Und richtig mexikanisch, oder? Ganz schnelle Tänze, oder? Alles original mexikanisch. Ja. Alles auf der Bühne mit Gräber, Aha, okay. mit Themen, die mit dem Tod in Mexiko zu tun haben. Also richtige fröhliche Totentänze Genau. macht. Si porque te quiero quieres, llorona, que yo la muerte reciba. Si porque te quiero quieres, llorona, que yo la muerte reciba. Que se haga tu voluntad, ay, llorona, por suerte de Dios no viva. Que se haga tu voluntad, ay, llorona, por suerte de Dios no viva. Ay, de mí, llorona. Die Tänze kommen aus den verschiedenen Regionen Mexikos und spiegeln die unterschiedlichen Bräuche zum Tag des Todes wider. Die Tanzgruppe Las Adelitas pflegt diese Traditionen in Bayern, die von Legenden handeln und das Zusammenleben mit den Ahnen zum Inhalt haben. Y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiki-taka, que recanija calaca, cuando menos lo pensamos, nos hace estirar la pata. Yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa. Zum Abschluss reißen die Mariachis die Herzen der Zuschauer mit und entlassen sie in den Münchner Abend. Das ist ein Wahnsinn, wenn man sich überlegt, dass das eigentlich ein Totentag ist. Ja? Die machen eine Stimmung, die haben eine Freude drauf, es ist unglaublich. Dann das Wetter noch dazu, der Mariachi noch im Hintergrund. Also das ist schon etwas, da muss ich sagen, also irgendwo, glaube ich, sterben die Mexikaner einfach ein bisschen einfacher und besser wie wir und glücklicher. Ne? Das muss ich auf alle Fälle sagen.